Hallo. Grüezi miteinander. Hallo zusammen. Könnt ihr mich sehen und hören? Ja? Ist alles in Ordnung? Jetzt ist 9 Uhr. Ich begrüße euch heute Abend ganz herzlich. Wir haben hier einen Gast. Das ist meine Mutter, meine Mami. Und heute wollen wir ein bisschen über sie reden und über ihr Leben reden. Super, also dann ist alles okay. Können wir anfangen. Ja. Hi Mami. Ja, hi Katrin, hi. Es freut mich, dass du da bist heute. Und ich habe ein paar Fragen vorbereitet für dich. Und fangen wir gerade an mit dem Anfang. Wann bist du auf die Welt gekommen? Oh, wann bin ich auf die Welt gekommen? Schon ewig lang her. Das ist am 21. September 1949. Also kurz nach dem Krieg. He? Ja, also ja, 4 Jahre. Ich habe es nicht mehr so mitbekommen, ja. Genau. Und woher kommst du? Ich komme aus Zürich. Total Zentrum, Stadt Zürich. 5 Minuten vom Hauptbahnhof weg. Ja. Und was ist dein Lieblingsort in Zürich? Mein Lieblingsort in Zürich, ja. Also früher bin ich nicht so viel in Zürich herumgepilgert, aber was ganz schön ist Zürich am See nah oder am Limmatquai nah, das ist auch sehr schön. Oder die Berge rundherum, der Zürichberg ist sehr schön, da hat man eine wunderbare Aussicht auf den See und die Stadt. Oder der Rütliberg, dort oben hat es noch einen hohen Turm, wo man raufgehen kann, auch eine schöne Aussicht. Und dann auf der anderen Seite, quasi vis-à-vis vom Seebecken, ist noch die Weide. Und das sind eigentlich alles 3 Bergzüge oder Hügel, die um Zürich herum sind. Also du hast eigentlich die Natur gern? Ja, sehr. Bist du ein Stadtmensch? Theoretisch ja, praktisch nein. Praktisch nein. Ja. Ja. Der Geri hat noch gesagt, Grüezi für die Mutter. Grüezi miteinander. und mich. Ja, hallo zusammen. Auch für die zugeschaltet haben. Heute rede ich mit meiner Mami ein bisschen. Meine Mami kommt aus Zürich. Aber wo wohnst du heute? Wo ich heute wohne, ist in der Welschen Schweiz, also wo man eigentlich Französisch redet, in der Nähe von Freiburg. Und dort bin ich jetzt schon etwa 40 Jahre. 40 Jahre? Noch nicht ganz. Genau. Und wohnst du auch in der Stadt oder wohnst du auf dem Land? Also, ich bin sehr schnell in der Stadt, aber ich bin auch sehr schnell im Wald. Also 3 Minuten von uns weg, da sind wir schon im Wald. Also es ist eigentlich so beides, Natur und trotzdem gleich schnell in der Stadt und auch schnell am Hauptbahnhof, dass man mit dem Zug fort kann. Hast du ein Auto? Wir haben ein Auto, aber wir brauchen es nicht so viel. Hast du ein GEA? Ja, ich habe ein GEA. Ja. Und dann kann ich einfach in den Zug einsteigen, überall herfahren und ich kann auf Zürich fahren und Freunde besuchen und so unterwegs sein. Genau. Also ein GEA, ein Generalabonnement, das man ein ganzes Jahr lang in der ganzen Schweiz fahren kann. Das ist super. Ja, das ist super. Ich hatte gedacht, ihr auch einmal ein GEA für ein Jahr. Ein billigeres. Und ich habe es vielleicht nicht ganz ausgenutzt, aber ich habe es sehr geschätzt. Nie ein Billett müssen kaufen und so. Also in der Schweiz ist es ja so, dass Familien, wenn Mutter und Vater ein GEA haben, sind die Kinder sehr, sehr günstig. Die können ganz mit wenig Geld eigentlich ein Jahr lang rumfahren. Das ist super. Ja. Ich habe eine hübsche Mutter. Hast du ein Kompliment bekommen? Und da habe ich eine Frage von Hakuna Matata. Willst du irgendwann aufs Land zügeln? Da ich ja relativ nahe von der Stadt bin, aber auch nahe vom Land, also im Alter möchte ich ganz sicher nicht aufs Land zügeln, sondern eher noch fast mehr in die Stadt. Genau. Ist das Zürichdeutsch, das du redest? Ich rede so ein Gemisch. Ich bin in Zürich aufgewachsen. Meine Mutter ist Luzernerin und mein Mann ist wieder ein Luzerner. Also bin ich das Luzerndeutsch ist ziemlich in mir hinein auch. Es ist so ein Gemisch. Genau, aber nicht sagst. Also du hast nicht so ein giftiges Zürichdeutsch. Nein, ein ganz angenehmes Zürichdeutsch. Ja,
Ob wir langsamer reden können. Wir reden zu schnell. Ja. Okay, ja. Wir versuchen, ein bisschen langsamer zu reden. Gut, ja. Das ist gut. Mhm. Okay. Also wir wohnen in Marli in der Westschweiz bei Freiburg. Mhm. Also wer bist du? Deine Identität, weißt, bist du jetzt Zürcherin oder bist du Luzernerin oder bist du sogar Freiburgerin? Mhm. Du wohnst schon so 40 Jahre in Freiburg. Mhm. Ja, wie fühlst du dich? Ja, ich fühle mich, je nachdem, wenn ich mit den Luzerner zusammen bin, fühle ich mich als Zürcher, wenn ich mit den Freiburger zusammen bin. Eigentlich, ich glaube, Zürcher ist am ausgeprägtesten, ja, weil halt doch 20 Jahre das meine Wurzeln sind. Und das war die Jugend? Ja, natürlich. Also ich habe 20 Jahre in Zürich gelebt und von dann weg eigentlich nicht mehr dort. Mhm. Genau. Ja. Was ist korrekt, fragt Olivia. Anke oder Butter? Also das ist bei uns in der Familie, wenn ich sage viel Butter und mein Mann tut mich dann korrigieren und sagt mir, sagt doch Anke. Also die Luzerner sagen Anke und Zürcher sagen Butter. Ja. Und dann gibt es manchmal so. Und wenn die Kinder, ich muss noch anfügen, sie haben dann immer Freude gehabt, die Mami hat Freude gehabt, wenn die Kinder Butter gesagt haben und der Papi hat Freude gehabt, wenn die Kinder Anke gesagt haben. Dann haben sie das Gefühl gehabt, wow, ich habe gewonnen. Das sind so Spielereien. Mm. Die Frage ist, wenn du mit Leuten von einem anderen Kanton redest, tust du dann deinen Dialekt anpassen? Nein. Weil ich habe den Eindruck, also jetzt in Freiburg ist ja der Freiburger Dialekt ganz, ganz schwierig. Und ich habe den Eindruck, das klingt komisch, wenn ich den Dialekt nachmachen. Ich rede gleich. Ja, es ist so, zum Beispiel Berner sagen ihr, sie tun ihre. Mhm. Und wenn wir das übernehmen, anstatt sie, Frau Erni, sagen wir ihr, Frau Erni, dann muss man unbedingt den Dialekt auch sagen, sonst ist es falsch. Also man muss dann gerade alles übernehmen, oder? Ja. Und die grammatischen Veränderungen und die, auch den Ton, also die Aussprache und den Akzent. Ich glaube, so viel überlegt man sich nicht. Also was ich gemerkt habe, ist, wenn ich viel mit Berner zusammen bin, was wir im Posio vor allem waren, plötzlich merke ich, dass ich irgendeinen Ausdruck habe, der vom Berndeutsch ist. Ohne dass ich das gemerkt habe, habe ich den übernommen. Aber normalerweise tue ich eigentlich mein Dialekt reden. Also es beeinflusst einen schon ein bisschen, vor allem mit den Jahren, mit der Zeit. Mhm. Ja, das Dialekt, das man redet, ist so quasi eine Geschichte oder ein Ding, das so ein bisschen seine Lebensgeschichte widerspiegelt. Mit wem habe ich viel zu tun gehabt, so, oder? Ja, es hat etwas mit der Identität zu tun. Mhm. Und ich glaube, das hat dann auch, wenn man mit der Schriftsprache, wenn man zum Beispiel mit dem Kind, weil wir im französisch sprechenden Teil gewohnt haben, und man etwa die mit dem Kind hat so eine Schriftsprache reden, ist das wie eine Fremdsprache und ist nicht so die Herzenssprache. Also ist es für mich. Mhm. Genau. Und verstehst du Walliserdeutsch? Ja, ich glaube, ich verstehe es ein bisschen, weil ich bin relativ oft im Wallis in der Ferien war. Aber wenn die Walliser wirklich richtig untereinander das Walliserdeutsch reden, ist das ganz schwierig. Genau. Wenn unter sich tun sie noch viel mehr, ja, wenn auch viel speziellere Wörter brauchen. Ja? Ich habe in einer Schule gearbeitet, in einer Pflegeschule, wo es auch Walliser hatte. Und wenn ich die gehört habe reden, das finde ich so wunderbar. Aber also, wenn es dann ganz untereinander redet, ist es manchmal schwierig zu verstehen. Mhm. Okay. Also, wie fühlst du dich? Das wäre es gewesen. Was habe ich für ein Dialekt? Wie würdest du mein Dialekt definieren?
Dein Dialekt? Weil ich habe Schüler und sie fragen mich, welches Dialekt tust du unterrichten? Ich würde jetzt so sagen, ein Dialekt, wo man überall ein bisschen versteht. Es ist nicht ein ausgesprochenes Dialekt. Wahrscheinlich kommt am meisten das Luzerndeutsch vor. Ja. Glaube ich. Ja, ich habe mich immer als Luzernerin gesehen und das Gefühl gehabt, ich rede Luzerndeutsch, aber wenn ich ins Luzernische gehe, dann nachher ist es eben doch nicht Luzerndeutsch. Ja. Okay. Bist du auch eine längere Zeit im Ausland gewesen? Ja, längere Zeit ist, nach dem Heiraten sind wir gerade für 3 Jahre auf Afrika. Aber sonst bin ich eigentlich nie längere Zeit weg gewesen. Also mal in England noch, aber das war nur 3 Monate gewesen. Aber doch, auch schon längere Ja. Zeit in England. Und in Indien bist du auch noch gewesen? Ja, das ist mehr Ferien halber, das war ein guter Monat gewesen. Ja, ja. Wo hat es dir am besten gefallen von diesen 3 Orten? Also ich glaube, das kann man nicht so sagen, weil das ist ganz eine andere Aufgabe, eine andere... Man gewöhnt sich daran, man tut sich einleben. Also zu Ruanda hat es mir gut gefallen, aber es hat ganz viele Einschränkungen gehabt. Und In Afrika? in Ruanda, in Afrika. Und dann habe ich mich auch wieder sehr gefreut zum Heimgehen, aber es war eine ganz gute Erfahrung gewesen, aber ich hätte jetzt nicht immer dort leben. Ja. 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 Bist du gerne wieder heimgekommen? Ja, ich habe das Gefühl gehabt, wir haben dermassen viele Anregungen und Möglichkeiten auch, was man machen kann, also so geistige Anregungen. Und dort hat man zwar wenig Kontakt mit den Einheimischen und alles, was man irgendwie machen wollte, hat man so aus sich raus müssen. Man hat ja kein Telefon, man hat kein Radio, man hat kein Fernsehen von Nattel oder irgend so etwas. Kann man sich nicht vorstellen. Es ist einfach 100 Jahre sicher zurück gewesen. Ja. Das Leben vor 100 Jahren. Ja, gut. Oder mehr. Eher Ohne mehr. Elektrizität? Kein elektrisch. Das Wasser hat man müssen entweder vom Dach nehmen oder vom See holen. Also wir hatten nicht einfach einen Wasserhahn gehabt, wo wir Wasser brauchen konnten. Und es ist einfach ganz geglättet hat man mit der Kohle, mit dem Kohlenbügeleisen und so. Also Genau. es ist eine schöne Herausforderung, es ist sehr interessant, es ist auch aber Hart. also für immer hätte ich jetzt nicht wollen sein, aber es war eine ganz gute Erfahrung gewesen. Also ich muss da noch zurückkommen. Da hat es noch ein paar Fragen gehabt. Man sagt manchmal, Leute, die viele französische Wörter brauchen, wenn sie Deutsch reden, sind von hoher Hierarchie. Aha. Bei den Berner, oder? Ist das so? Ja, es gibt die Welschen, also die französisch sprechenden Leute, gibt es so ein aristokratisches Ding. Wenn die jetzt Bern sind, ist das eine vornehme Sprache gewesen. Aber ich glaube, heute ist das nicht mehr so. Also ich glaube es nicht so. Das trifft man sehr wenig. Ja. Aber es gibt so in der Innenstadt Bern eben so ein ganzes vornehmes Dialekt und die haben sehr viel Französisch. Aber wir in der Westschweiz haben wir auch gesagt, zum Beispiel ein Klasseur anstatt ein Ordner oder ein Camion anstatt ein Lastwagen. Ja, das wir schließt haben sich das dann so übernommen, ein. aber Ja. das ist ja nicht vornehm. Nein, überhaupt nicht. Das Und es gibt natürlich viele Junge, die so an der Sprachgrenze sind, die tun manchmal in einem Satz einfach von Deutsch auf Welsch, von Deutsch auf Französisch und von Französisch auf Deutsch im gleichen Satz hin und her, einfach quasi das Wort, das gerade zuerst kommt. Das sind häufig solche, die zweisprachig aufwachsen. Ja. Mit Vater und Mutter und beiden Sprachen daheim. Und denen gibt es eigentlich recht viel zu Freiburg. Ja. Und dann, wie viele Kinder hast du? Das ist noch eine Frage. 3 Kinder. Von der Schella. 3 Kinder. Das älteste ist ein Sohn, nachher kommt Katrin und nachher nochmal ein Sohn. Genau, ich bin der Schinken vom Sandwich. Okay. Alter, das ist aber kein Deutsch. Das verstehe ich nicht. 5 Kilometer hat... Aha!
schwer zu verstehen, außerdem jede 5 Kilometer ist ein anderes Dialekt. Ja. Es ist schon ein bisschen sehr reichhaltig in der Schweiz. Das stimmt, ja. Vielleicht nicht 5 Kilometer, aber... der Geri fragt, ob wir beide jetzt in Polen sind. Wir sind jetzt beide in Polen. Wir sind jetzt am letzten Donnerstag bin ich mit meinem Mann hierher gekommen und wir sind einfach eine Woche da in der Ferien. Genau. Und geniessen Grosskind und die Tochter und den Schwiegersohn. Für die es nicht wissen, ich wohne in Polen, weil mein Mann Polisch ist. Und online bin ich in der Schweiz jetzt. Aber das ist super, dass es diese Möglichkeit gibt. Peter Beck, was heisst der Schinken vom Sandwich? Wenn 3 Kinder sind, oben ist es Brot, also dann ist es wie beim Sandwich, oder? Zuerst kommt das Brot, nachher kommt der Schinken und dann kommt wieder das Brot. 1, 2, 3, also ich bin die zweite, die mittlere. Ah ja. Genau. Okay, dann gehen wir mal weiter. Was für Sprachen redest du? Also ich rede natürlich eben das Dialekt und Schriftsprache und Französisch ganz klar und Englisch, ja, kann ich mich durchschlagen, aber das ist nicht so. Und wie ist mit Italienisch? Also Italienisch habe ich früher relativ viel geredet, weil bei uns haben sehr viele Italiener in Zürich gelebt und wir hatten ein Geschäft und haben viele Italiener gehabt. Aber jetzt bin ich eigentlich, also ich habe den Eindruck, ich verstehe es noch relativ gut, aber ich kann es nicht so reden. Und ich rede sicher mit ganz vielen Fehlern. Aber ja, so hast du nicht viel Kontakt mit Italienern heute Nein, nicht mehr? Nicht mehr. Ja. Okay. Wie und wieso hast du die Sprache gelernt? Also in der Schule haben ich habe mich eigentlich extrem gefreut, eine Fremdsprache zu lernen. Also ich habe gerne Italienisch geredet, wo ich noch daheim gewohnt habe. Und habe das schön gefunden und habe mich sehr gefreut, Französisch zu lernen. Nur hatte ich dann in der Sek eine ganz schwierige Lehrerin gehabt, oder vielleicht hat sie gesagt, eine schwierige Schülerin. Also dort habe ich die hat mir eher die Freude genommen an der Sprache. Aber nachher bin ich ein Jahr ins Welschland gegangen, also in ein Institut. Und dort haben wir dann immer Französisch geredet. Und in Ruanda, in Afrika, wo wir waren, ist eigentlich, das war eine belgische Kolonie und dort haben wir auch Französisch geredet. Und Englisch bin ich auf England, um die Sprache zu lernen, weil ja, es ist so viel Englisch und ich habe eigentlich gerne das auch gelernt, dass ich etwas verstehe und mitreden kann. Ja. Aber kannst du auch Romanisch? Da ist die Frage von der Olivia. Nein, Romanisch kann ich nicht. Nein. Das wird sehr selten geredet. Also als ich in der 1. bis zur 3. Klasse war, hatte ich eine Freundin, die die Eltern beide Romanisch reden. Und die hat mir immer gesagt, weisst, Romanisch ist der Schlüssel für alle Sprachen. Wenn du Romanisch kannst, kannst du nachher viel einfacher die anderen Sprachen lernen. Ich kann das nicht beurteilen, aber ich habe es geglaubt. Ja, es ist ein bisschen Mix zwischen Französisch und Italienisch und vielleicht für latinische Sprachen. Ja, könnte man vorstellen. Ja. Der Geri könnte uns Ungarisch lernen. Oh. Köszönöm, aber das ist eben alles, was wir können. Ich finde es schon sehr, sehr schwierig, Polnisch zu lernen. Ui. Genau. Ich glaube, das müssen wir auf ein anderes Mal verschieben, Geri, dein Polnisch, das Ungarische. Kannst du Arabisch reden? Wow, nein, keine Ahnung. Wäre ja schön, wenn ich das könnte. Wenn wir es einfach könnten. Aber das lernen, nein. Genau. Also wir haben auch keinen Kontakt eigentlich mit Leuten aus dem Sprachraum oder so. Und dann nachher ist die Motivation. Fehlt auch ein bisschen, oder? Also in England haben bei uns noch 2 Araber gewohnt in der Familie, wo ich war. Aber wir waren ja alle dort, um Englisch zu lernen. Also sind wir nicht so dazu gekommen. Ja. Kannst du uns Bücher empfehlen, die die besten Mundart-Schriftsteller sind? Kennst du Mundart-Schriftsteller? Also jetzt kommt mir gerade Pedro Lenz in den Sinn. Der schreibt viel auf Mundart und sehr schön. Der schreibt also Berndeutsch. Und der ist eigentlich, ich glaube, der
Mundart-Autor, der am bekanntesten ist fast. Der hat auch Preise gewonnen. Und, der Dominik Hoppliger hat ein Buch geschrieben. Das kann auch sein. Aber das ist noch sehr spezifisch geschrieben. Er tut sehr viele Wörter miteinander verschmelzen. Also der Pedro Lenz, vielleicht hat jemand den Film gesehen. Ich bin der Goalie. Der Goalie bin ich. Oder der Goalie bin ich. Genau. Und das Buch gibt es auch und der hat andere Bücher geschrieben. Und wenn ich lese ganz, ganz selten Dialekt, aber wenn ich Dialekt lese, muss ich es eigentlich laut lesen. Es ist viel einfacher zu verstehen, wenn ich es laut lese, als wenn ich es einfach überfliege. Olivia, Pedro, nicht Lanz, sondern Lenz mit E. Ja, Pedro genau. Lenz, ja. Ja. Okay. Und es gibt noch manchmal Kinderbüchli auch auf Schweizerdeutsch. Ja. Das ist vielleicht noch etwas Einfaches zum Anfang mit Kinderbüchli gut, auf Schweizerdeutsch. Lenz, genau. Okay. Was hast du beruflich gemacht? Jetzt bist du ja pensioniert. Jetzt bin ich pensioniert, ja. Also, wir hatten daheim ein Geschäft gehabt, da habe ich in dem Geschäft, also einen Laden, eine Bäckerei. Und nachher habe ich eine Handelsausbildung gemacht, dass ich dann nachher daheim ein Büro mache. Also mein Vater hat das so wollen. Und als ich dann 20 war, habe ich gesagt, ja, also ich lehre jetzt Krankenschwester. Und dann habe ich Krankenschwester, oder heute sagt man ja Pflegefachfrau, gelernt. Und später habe ich dann noch verschiedenste Ausbildungen gemacht für Berufsschullehrerin, also dass ich eigentlich Pflege unterrichtet habe. Also am Schluss hast du noch in Bern gearbeitet? Also am Schluss habe ich in Bern gearbeitet. Ich habe zuerst in Freiburg gearbeitet, lange Zeit beim Roten Kreuz und nachher in einer Pflegeschule in Aarberg, in Biel und dann in Bern. Ja. Wer ist dein Lieblingsschweizer Sänger? Fragt Hakuna Matata. Oh, das ist der Dings. Also ich kenne nicht viel, ich kenne ganz, ganz wenig, aber wie heisst er? Du kennst, wie heisst er? Jetzt ist mir gerade entfallen, wo da also die vielen Lieder mit der Nina, seine Tochter ist Nina. Der Peter Reber. Peter Reber, ja, also den höre ich sehr gerne. Der Peter Reber singt sehr schön, ja, auch Berndeutsch. Ja, sehr schön. Er hat auch schöne Weihnachtslieder. Ja, und auch zwischen so sinnig, also gefällt mir gut. Das stimmt, Peter Reber. Also wir sagen Reber, aber er schreibt Reber. Peter Reber, genau. Und ein kleines Hippie-Gespenstchen, tut so Geschichten erzählen. Ein anderer, der sehr bekannt ist, ist der Mani Matter, wo man heute noch an ganz viele Kinderliedli kennt oder andere Liedli. Also sehr tiefsinnige Lieder auch. Also, und der ist ja jetzt schon viele Jahre gestorben. Aber der ist auch heute noch sehr aktuell. Ja. Und ja, es gibt ganz viel, eigentlich, die Mundart singen heute. Heute ist es viel moderner. Ja. Viel moderner als früher. Heute wird viel mehr Mundart geredet, wie früher eigentlich. Früher hat man mehr so Schriftsprache, also in Gremien hat man mehr Schriftsprache geredet. Im Beruf? In Sitzungen? Ja, vielleicht in Sitzungen auch, aber wenn du auch offiziell, habe ich das Gefühl gehabt, ist mehr Schriftsprache gewesen. Dialekt ist eher so eine Sprache, die man weniger geredet hat. Und jetzt zum Beispiel im Radio tun sie ja ganz bewusst Leute anstellen, die ein gutes Dialekt reden. Und sehr viele Sendungen sind eigentlich Dialekt. Und das hat es früher eher weg vom Dialekt. Ja, der Trend ist wieder zurück zum Dialekt. Ja. Genau. Und dann, einmal warst du noch Hausfrau, als wir Kinder klein waren. Das hast du gar nicht gesagt. Ja, du hast gesagt, ja, beruflich, es ist natürlich auch ein Beruf, ist ganz wichtig, ja. Würdest du das wieder so machen? Das ist jetzt ganz eine schwierige Frage. Also ich denke, es ist schön, wenn man eine Zeit hat für Kinder und daheim kann sein. Aber wenn man immer daheim ist und immer mit den Kindern zusammen ist, hat man manchmal ein bisschen das Dach über dem Kopf, wo man das Gefühl hat, ist das mühsam. Und ich habe den Eindruck, heute, wenn man das kombinieren kann, ist das eher
dann geht man gerne arbeiten und kommt sehr gerne wieder heim. Und das eine bereichert das andere. Also ich finde das eigentlich noch gut, wobei ich denke, manchmal ist für die jungen Ehepaare auch eine recht grosse Belastung. Also beides. Ich finde es schön, es dass wird man das... erwartet, dass man arbeiten geht. Ja, ich glaube, du kannst das schon selber entscheiden. Ich glaube, das Problem ist eher, wie schaffe ich nachher wieder den Einstieg in den Beruf. Wenn du zu lange weg bist. Ja, und ich habe auch noch für sich, als wir in die Schweiz zurückgekommen sind, habe ich sofort angefangen, eigentlich beim Rotkreuz Kurs geben, also Pflegekurs für die Bevölkerung am Abend, wenn mein Mann daheim war und zu den Kindern geschaut hat, dass ich gleich irgendjemand ein Bein noch im Beruf habe. Genau, also du bist nie ganz 100% Nein, draussen Hausfrau gewesen. Ja, und das ist natürlich mit ganz wenig ist das eine sehr gute Möglichkeit gewesen. Also ich habe mehr ausgegeben für Weiterbildungen und alles, was ich gemacht habe, wie das ich verdient habe, aber das war ganz wichtig, dass ich einfach den Kontakt behalten habe zum Beruf. Mhm. Genau. Ja, und heute ist es viel besser möglich, Teilzeit zu arbeiten. Ja, wo du noch Familie gehabt hast, hat es diese Möglichkeiten weniger Viel weniger gegeben, ja. Mhm. Was ist Belastung? Eine Belastung, wenn es so schwer ist auf den Schultern, ja, wenn man wenn es schwierig ist. Und ich glaube, wenn man zu viel hat, was man sollte machen, einfach, ich sollte so viel machen und ich mag gar nicht nach und alle fragen nach mir und ich mag nicht mehr. Also es ist eine Last, ja, es wird dann eine Last. Also 100 Kilo ist eine sehr grosse Last, zum Beispiel, wenn du 100 Kilo musst tragen, das ist eine Last. Ja. Okay. Manchmal sagt man, früher war alles gut, sagt Hakuna Matata. Stimmt das? Ist früher alles besser gewesen? Stimmt gar nicht, nein, das glaube ich nicht. Man tut häufig auch so ein bisschen veridealisieren, oder? Das weiss man ja im Alter, dass eigentlich manchmal dann so ein bisschen die Vergangenheit auch so ein bisschen vergisst. Und das ist ja das Schöne, man vergisst, was mühsam ist und man denkt mehr, was schön ist. Und wenn man aber in einer Situation ist, ist es nicht einfach nur schön. Und ich denke, die Stellung der Frau war früher also ganz anders wie heute. Und heute hat die Frau einfach, ist es viel einfacher für eine Frau, eben zum Beispiel zu arbeiten, selbstständig zu sein, eigenes Geld zu verdienen. Also ich denke, das ist kein Vergleich. Das ist also eine riesige Errungenschaft, die wir haben, die wir davon eine Freiheit, eine grosse Freiheit, ja. Ja, genau. Und da ist noch, Damas hat geschrieben, dass sie zu Ungarn geboren ist und man sagt, das ist die zweitschwierigste Sprache der ganzen Welt. Also ich glaube, dann ist es, wenn du schon Ungarisch kannst, dann nachher kannst du schnell Schweizerdeutsch lernen. So gut. Dann ist es weniger ein Problem, hoffentlich. Was machst du in deiner Freizeit? Jetzt bist du pensioniert. Jetzt habe ich noch Freizeit. Ja. Also, was ich jetzt so mache in meiner Zeit? Ja. Also das eine ist, dass ich mich sportlich betätige. Ich gehe walken, also für Gesundheit etwas tun. Dann Nordic Walking. Dann denke ich, ist es Beziehungen pflegen ist ganz etwas Wichtiges. Dann habe ich das Gefühl, also Freiwilligenarbeit, etwas machen für die Allgemeinheit ist, finde ich, finde ich auch wichtig, dass man noch irgendjemand etwas macht. Manchmal, aber eben selten. Also ich würde eher fast mehr Kinder hüten, also Grosskind. Aber die sind eben in Zürich, ein bisschen weiter weg. Aber es ist gut, wie es ist. Aber dann einfach schauen, dass man noch eine Beschäftigung hat, die einem auch herausfordert. Ich habe das Gefühl, das ist ganz wichtig. Und ich gehe jetzt zum Beispiel als Freiwillige, früher bin ich pflegen, also in Wochen, wo sie vor waren, wo eigentlich schwere Pflege war. Und heute mit behinderten Leuten und sehr kranken Leuten. Oder auf Lourdes, also wo sie wallfahrten, wo man geht, also als Pflegen helfen. Und jetzt bin ich mehr so, dass ich blinde Leute begleite.
Also, es gibt ja so, die können Kurs buchen und wenn sie den Kurs machen, haben sie jemanden, der sie begleiten. Weil sie ja vieles nicht sehen oder nicht machen können. Und dort gehe ich ab und zu eine Woche in so einen Kurs. Also, du bist so quasi die Augen für die blinden Leute. Du hilfst ihnen schauen, wo sie durchgehen müssen. Ja, und erklären und einfach mit ihnen unterwegs sein. Ja. Und dort ist ein grosser Austausch und es ist sehr schön und bereichernd auch. Mhm. Da hat der Geri gesagt, ich liebe Schweizerdeutsch, ich gehe walken. Also wir haben da ein englisches Wort ja, genau. Ja, also da braucht man nicht auf Deutsch walken. Genau. Da redet niemand von... Dann ist es nicht der Sport, Nordic Walking, ja. Wenn du einfach sonst kannst du laufen. Ja, aber das ist eine gute Bemerkung. Wir haben viele so Wörter, eigentlich, wo wir nicht einmal merken, dass das nicht Schweizerdeutsch ist. Genau. Und Olivia tut gerne shooten in ihrer Freizeit. Der Peter tut gerne Velofahren. Ja, das mache ich auch sehr gerne, Velofahren. Genau. Du machst auch Veloreisen im Sommer? Ja, also jetzt sind wir ein paar Mal im Sommer etwa 10 Tage Velofahren, ja. Aber wir schauen immer, dass wir so Routen auswählen, wo es nicht so bergauf und bergab geht, sondern eher so und eben aus. Wie hast du es mit dem E-Bike? Ja, das ist immer noch in den Wolken. Also ich habe noch keins, aber ich werde sicher mal eins haben. Ja. Wenn dann die Kräfte nachlassen? Ich habe das Gefühl, das E-Bike gibt eine Freiheit, dass du viel eher auch einen Weg in Angriff nimmst, der halt steil drauf geht. Und also, jetzt, dass du ein bisschen Berge kannst Velo fahren. Und jetzt, wenn du mal mühsamst musst rauftrabbeln und nachher wieder runter, dann komme ich einfach gleich ausser Atem und es wird dann so mühsam. Und für das ist das E-Bike etwas ganz Wunderbares. Ja, da ist gerade noch «Hallo». Togal, das ist zu uns gestossen. Katja sagt, sie wandert gerne in den Bergen. Und Isar macht Leichtathletik. Wow. Ja. Also das klingt schon sehr sportlich. Das heisst, er geht an Wettkämpfe vielleicht. Ja. Gut. Sport ist super, ja. Das ist wichtig, dass man das macht. Also es tut gut auch. Was ist dein Lieblingsbuch? Also ich habe nicht ein Lieblings... Ich wüsste jetzt nicht, was mein Lieblingsbuch ist. Ich lese gerne und jetzt bin ich gerade an dem Buch lesen vom Hariri, «Die Geschichte der Menschheit». Und ich das Gefühl habe, das ist ungeheuer, was man da alles kann vernehmen kann und wie man irgendwie alles so aus einer anderen Perspektive sieht. Aber das Lieblingsbuch kann ich jetzt Mühe zu sagen. Das ist das Schöne beim Lesen, man lernt so ganz andere Welten kennen und Ansichten und so. Genau. Bist du einverstanden mit dem, was er schreibt? Also, ich bin nicht Historiker, aber es gibt mir sehr viel Gedankenimpuls. Und ich nehme das einfach einmal auf und denke, wow, das sind Überlegungen, die ich mir nie gemacht habe. Und es regt an, und es ist ja so viel. Ich weiss auch vieles nicht mehr, wenn ich dann fertig bin, aber gewisse Sachen bleiben schon hängen. So Ideen oder Erkenntnisse. Der Hakuna Matata sagt, er liebt das Buch. Und dass es wirklich super ist. Es ist unglaublich, unglaublich. Und auch wie ein Mensch, das kann so ein grosses Wissen so in einem Buch beschreiben und das noch so spannend ist, dass es nicht nur einfach Zahlen sind, wo man dann nichts anfangen kann. Das in einen Kontext stellen, so in Zusammenhang, die Entwicklungen und so. Ja, und genau, der Hakuna Matata hat, glaube ich, auch schon vom Hariri etwas gelesen, aber im Moment ein bisschen weniger. Also, danke vielmals fürs Lesen. Genau. Und was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen? Also es kommt darauf an. Im Winter habe ich noch gerne. Also zum Beispiel Raclette habe ich sehr gerne. Oder eben auch
Also mit Gemüse. Also was ich sehr gerne habe, ist Gemüse im Backofen gemacht. Mhm. Die Chinesisch essen, ab und zu, das ist ja immer auch so etwas von der Abwechslung, dass man abwechseln tut. Nicht immer das Gleiche hat, ja. Und ich tue noch gerne so ein bisschen Rezepte so experimentieren mit neuen Sachen. Und die heutige Ernährung hat sich ja so ein bisschen verändert und das auch so ein bisschen probieren umzusetzen. Genau. Du bist eine sehr gute Köchin. Machst du es gerne? Ja, wenn ich nicht jeden Tag am Mittag und am Abend muss kochen oder wenn ich das früher gemacht habe, ist das sehr schön. Und wenn man Gäste hat, dass man ein Menü ausliest und dann wirklich überlegt, was man machen will und mit sehr viel Einsatz eigentlich das macht, dann mache ich das sehr gerne. Aber wenn jeden Mittag und Abend muss kochen, dann ist das manchmal so ein bisschen einfach Pflichtübung. Pflichtübung, ja. Da habe ich noch gelesen, dass jemand den Israel Rich Dad Poor Dad lesen auf Englisch. Das hat mein Sohn jetzt auch gerade gelesen. Genau. Und Katja empfiehlt noch ihr Lieblingsbuch Flughafen von Arthur Hailey. Hast du schon gehört? Irgendwie habe ich das Gefühl, ist das noch ein neues Buch, dass ich das einmal gesehen habe in einem Buchladen, aber ich kenne es nicht. Mhm. Genau, für sie ist das ein gutes Buch. Ja, schön. Die Frage ist, wo macht man den besten Käse in der Schweiz? Aha. Ich würde jetzt sagen, in der Welschen Schweiz. Also, in der Zentralschweiz oder im Luzernischen ist ja der Emmentaler ganz, ganz ein wichtiger Käse. Und bei uns im Welschen ist viel der Greyerzer oder der Maréchal, den habe ich sehr, sehr gerne. Oder einfach Alpenkäse. Also, wenn auf den Alpen am Sommer Kühe, also dass man aus dieser Milch Käse macht, ist das irgendwie die Kühe da, die auf die frischen Blümchen da oder Grasfresser auf den Alpen aus, ich denke, das hat auch einen Einfluss auf den Käse. Ja, und wir haben einmal sogar beobachten, wie als wir sind schlafen auf einer Alp, wie der Bauer nachher gerade mit der frischen Milch seinen Käse gemacht hat. Ja. Und dann den kaufen und wissen, von wem ist er, woher kommt er, das ist super. Aromat, da hat jemand gesagt, noch Appenzell, vielleicht Appenzeller Käse, der ist sehr bekannt. Ja, ist auch gut, das stimmt. Bei uns kennt man ihn ein bisschen weniger, aber er ist, ich kann ihn auch noch gerne, ja. Er ist ein bisschen Rässer, ja. So man sagt so. Ja. Sehr geschmackintensiv. Genau. Wer kann mir helfen, fragt Liverpool. Aber ich weiss nicht mit was. Aromat. Olivia fragt wegen Aromat. Das sei so cool. Brauchst du auch Aromat? Früher habe ich viel Aromat gebraucht, heute eigentlich weniger. Wieso? Ich weiss es gar nicht so recht. Es ist so eine Mischung, wo man... Ich weiss gar nicht. Ich habe gemeint, ich habe ja auch mal gehört, es sei nicht so gesund. Aber ich weiss es nicht. Ich will da nichts sagen. Aber ich brauche es einfach viel weniger wie früher. Ja. Und der Peter Beck hat gerne Gruyère. Ja, genau. Kann ich gut beipflichten. Gruyère oder eben, seit es der Gruyère AOC ist, gibt es auch noch einen anderen Käse, Maréchal, wo ich fast lieber habe. Ja, der ist fantastisch gut. Das sind Bauern, die sich zusammentun haben und einen neuen Käse kreiert haben, also geschaffen haben. Freiburger Bauern auf der Basis vom Greyerzer Käse. Aber wo sie anstatt nur einsalzen, tun sie so mit Kräutern einreiben, wo irgendwie vom Geschmack her noch so ein bisschen spezieller ist. Also der ist, aber man sieht ihn nicht so viel. Maréchal heisst er. Ist weniger bekannt. Ja, also, ist ein relativ junger Käse. Ja, und sie mögen damit fast nicht mehr produzieren. Er wird an viel weniger Orten gemacht. Ja. Das ist sehr wahrscheinlich auch ein Geheimnis. Ja, die haben genauen Zutaten, oder? Sie haben sich aufgelehnt gegen die grossen Milcheinkäufer, die den Greyerzer Käse machen, weil sie nicht so viel Geld bekommen haben
für die Milch oder immer weniger bekommen, dann hat sie gesagt, wir erschaffen einen eigenen Käse, dann müssen wir den nicht mehr abliefern und kommen ein bisschen mehr über für die Milch und machen unsere Spezialität. Das ist eigentlich so entstanden. Also da haben wir Shinti. Die Frage vom Hakuna Matata, ob du die Herdöpfel schälen, wenn du das Raclette isst. Machst du die Shinti weg? Ja, also ich mache das nur weg, wenn es ältere Herdöpfel sind und sonst, also wenn es vor allem junge Herdöpfel sind, dann esse ich das mit der Schale. Ja, dann ist oder mit kein der Shinti. Problem. Das sagen Berner eben Shinti. Ja. Und der Israr hat noch kein Lieblingsessen in der Schweiz gefunden. Kein Lieblingsessen. Ich finde es auch noch schwierig. In der Schweiz isst man eben Italienisch, Französisch, die deutsche Küche, die asiatische Küche. Aber es gibt schon die traditionellen Schweizer Restaurants mit Rösti und Schinken und ist eher dann ein bisschen eine schwerere Küche. Schwerere Küche. Zürich Schnetzlitz, das ist noch sehr gut, Ja. mit Rösti, Kalbfleisch. Aber es gibt wenige Restaurants, die exklusiv Schweizer Küche machen. Ja, weniger. Ja. Also, was ist dir wichtig im Leben? Da haben wir ein Bild mit Bergen und Schnee. Nein, einfach, was ist dir wichtig? Also Natur ist mir sehr wichtig. Sehr wichtig. Es ist auch irgendwie ein sehr grosser Kraftspender. Ich denke, Beziehungen sind mir sehr wichtig. Also eigentlich, was im Leben ausmacht. Also gute Beziehungen, mit den Leuten in Kontakt sein. Freunde und Familie, Ja. neue Leute treffen. Aber eben auch die alten Beziehungen zu pflegen. Was habt ihr für Ideen, was noch alles wichtig ist im Leben? Die Olivia sagt, Freizeit ist wichtig für mich. Das ist sicher etwas Wichtiges. Und dann eben, wie gestalte ich die? Ja. Also das ist ja, die Freizeitgestaltung ist ja heute ein ganz grosses Thema. Es gibt so ein grosses Angebot. Und wie kann ich da Prioritäten setzen? Ja, manchmal ist es fast ein Freizeitstress. Ja. Das muss ich noch schauen, da muss ich noch gehen, das muss ich noch gemacht haben. Ja. Manchmal ist es so gut, einfach ruhig sein. Also was wichtig im Leben ist eben auch neue Impulse überzukommen, also einen offenen Blick zu haben, verschiedenste Leute kennen, dass irgendwie gerade im Alter, dass der Horizont nicht enger wird, sondern dass man wirklich auch weltoffen bleibt. Also das, denke ich, ist ganz wichtig auch. Ja, und Katja sagt, dass ihrer Meinung nach das Wichtigste die Familie ist. Das denke ich, das ist ganz ein wichtiger Teil, ja. Vor allem, wenn die Kinder noch jung sind. Dann sowieso, ja. Also Ja. das, ja. Dann ist man sehr familienkonzentriert. Aber ich finde es auch wichtig, dass sich die Familie kann öffnen kann zu anderen Familien. Also Ja. dass man da einen Austausch auch hat. Der Peter Beck sagt, Familie und Gesundheit sind ja. wichtig. Gesundheit ist zentral. Nur kann man das manchmal, man kann etwas dazu beitragen, aber man kann nicht alles machen. Manchmal muss man das Beste machen mit dem, was man hat. Ja. Das heisst nicht, dass alle, die krank sind, immer todunglücklich sind. Nein, das nicht. Genau. Also. Und was würdest du den Leuten zeigen, wenn du Besuch aus dem Ausland hättest? Also von der Schweiz zum Beispiel, in der Schweiz. Oder was würdest du mit ihnen machen? Ja, es kommt halt darauf an, ob sie lieber in die Berge gehen. Also wir haben Freunde in Freiburg im Breisgau und die sind so fasziniert von unseren Bergen und die gehen sehr gerne in die Berge und dann gehen wir natürlich mit ihnen in die Berge. Dann Städte anschauen, also ich denke Luzern ist auch ganz eine schöne Stadt, aber Zürich ist natürlich auch schön. Also es gibt ganz viele schöne Städte. Also ich glaube, für mich kommt es darauf an, was die Leute gerne haben. Also wollen sie lieber in die Natur raus und aufs Land oder auf Berge oder sogar in Berghütten oder wollen sie gerne die Städte kennenlernen? Oder sportlich Ja. etwas machen? Ja, das ist für mich schon gerade, ich wüsste jetzt gar nicht so recht was.
Ja, vielleicht Velofahren. Aha, ja. Nicht unbedingt in den Bergen, aber auch... Ja. Oder Kajak fahren. Ja, das wäre jetzt nicht... Bin ich schon zu alt. Aare der App mit dem Gummiboot. Oder so, das wären auch noch schöne. Hakuna Matata meint Jungfrau. Aufs Jungfrau-Jach mit der Bahn. Das ist natürlich, also wenn es schön Wetter ist und nicht allzu viele Leute hat, ist das etwas ganz Schönes. Aber dort würde ich jetzt, also es kommt ein bisschen aufs Alter an, das man hat, würde ich eher auf der Scheidegg ist das, glaube ich, gell? Also einen Zwischenhalt machen und nicht also so von 400 Meter Höhe mit dem Bändchen zuoberst rauf und am gleichen Tag wieder retour. Weil man spürt es, die Luft ist dünner, man hat ein bisschen eher Mühe mit Schnaufen und man hat eigentlich mehr davon, wenn man es in 2 Etappen macht. Dass man zuerst auf eine gewisse Höhe geht, dann dort schläft und am anderen Tag weiter. Genau, das ist so ein bisschen wie vom Mount Everest, dass man so ein bisschen ein Basislager hat und sich akklimatisieren kann. Ist schon etwas anderes, aber ich habe das Gefühl, ich gehe jetzt nicht mehr da von 400 Meter gerade auf das Jungfrau-Joch und dann nachher wieder runter. Weil, also als ich das letzte Mal da oben war, habe ich schon das Gefühl gehabt, wenn man läuft, also wenn man dann noch ein bisschen laufen und so, dass man merkt, dass man eher mehr muss schnaufen, also ein bisschen mehr Mühe hat. Also, oder Kopfweh bekommt. Ja, oder also ich so. kenne auch jemanden, der und zwar das war noch eine junge Frau, die rechts umgekehrt machen und wieder runter, weil sie es nicht vertreibt hat. Also vor allem Leute, die nicht Schweizer sind und nicht an Berge gewöhnt sind. Ja. Ich denke. Und dann eine Altersfrage auch. Ja. Das, Liliana sagt, in den Aaren schwimmen. Das ist schön. He? Das ist sehr schön. Das hast du auch schon gemacht? Ja, habe ich auch schon gemacht, ja. Das ist, muss man einfach rechtzeitig avisieren, wo man wieder raus will. Und Olivia meint, Murten sei mega cool. Murten ist ganz ein schönes Städtchen, finde ich ganz schön. Und mit dem Movin nebendran, also das ist sehr schön. Und jetzt gerade im Moment haben sie da ein Lichtfestival in Murten, das also am Abend immer ganz schön beleuchtet ist. Ja, sicher. Ja. Da muss ich mal Bilder googeln. Ja, musst du mal schauen. Ja. Murten, das ist meine Stadt, da habe ich einmal gewohnt. Gell? Genau, ja. Und geheiratet. Und geheiratet, genau. Wunderschön. Ja. Also, das war es für heute. Wenn ihr noch Fragen stellen möchtet, müsstet ihr sie jetzt stellen, sonst machen wir Schluss. Danke vielmals für eure Aufmerksamkeit. Es hat mich gefreut, dass so viele aktiv mitgemacht haben und geschrieben haben und Fragen gestellt haben und interessiert sind. Ich hoffe, wir sind gut verständlich und haben genug deutlich geredet auch für die Anfänger. Vielleicht habt ihr gehört, die Mami tut schon mehr zürchern als ich, obwohl sie sagt, sie tut nicht ganz richtig zürchern. Da kommen die Informationen rein. Vielen Dank und merci vielmals. Ja, es hat mich auch gefreut. Ich hoffe, wir können nächsten Sonntag wieder zusammen Schweizerdeutsch machen. Schön, merci vielmals. vielmals. Sonntag halt ohne Mami, weil sie dann schon wieder daheim sind. Ja, da sind wir schon wieder daheim. Ja. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Ja, also, es hat mich gefreut. Vielen Dank und tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Jetzt.